Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie an Pfingsten vor circa 2000 Jahren der Heilige Geist ausgegossen worden ist, wie diese Verheißung, die Jesus gegeben hat, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt, wie diese Verheißung in Erfüllung ging. Und wir haben gesehen, was die erste Auswirkung war, nachdem der Heilige Geist gekommen ist. Sie haben in neuen Zungen gesprochen, in neuen Sprachen. Und wir haben uns letzten Sonntag auch die Wichtigkeit von diesem Reden in dieser neuen Sprache angeschaut, dass es nicht einfach so ein christliches Schmankerl ist, wenn man will, sondern es ist von Gott gegeben, eine von Gott gegebene Gabe, ein Gott gegebener Schlüssel, damit wir Zugang haben zu dieser Kraft Gottes, damit wir Zugang haben in den Bereich der Kraft, in den Bereich des Geistes. Und diese Kraft Gottes haben wir letztes Mal auch angeschaut, Epheser 1, 17 bis 19. Die Kraft Gottes, dort steht die unermesslich große Kraft Gottes. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten zurückgeholt hat. Das haben wir letzten Freitag auch kurz angeschaut in diesem Themenabend, was da geschehen ist. Da ist diese unendlich große, unvergleichlich große Kraft Gottes wirksam geworden. Und am Pfingsten, sagt uns die Bibel, ist diese Kraft hineingekommen in die Menschheit, in dich und in mich. Und das Sprachenreden ist eben ein Schlüssel, wie wir in diesen Bereich der Kraft, in diesen Bereich des Geistes hineinkommen können. Ein gottgegebener Schlüssel, damit diese Kraft freigesetzt werden kann in unserem Leben. Und die Bibel sagt uns, wir sollen das Sprachenreden nicht verachten, nicht geringschätzen, was sehr oft und sehr gern geschieht unter den Christen, weil man es mit dem Verstand irgendwie nicht so recht einordnen und begreifen kann. Es ist ein gottgegebener Schlüssel, den er jedem von uns gegeben hat, der das will. Darum lasst uns das nicht geringschätzen. Das haben wir letzten Sonntag angeschaut. Und ich habe mir dann so überlegt, was ist wohl geschehen eine Woche, damals vor 2000 Jahren nach Pfingsten? Was haben die Leute, die Apostel, die Jünger, die mittlerweile 3120 oder schon 4000, ich weiß nicht wie viel es waren nach einer Woche, wie haben die gelebt da? Wie haben die gelebt nach einer Woche? Und meine Frage, wie hast du gelebt diese Woche? Wie habt ihr gelebt diese Woche? Ihr, die letzten Sonntag da wart und diese Predigt gehört habt. Habt ihr das angewendet? Habt ihr gelebt da drin? Hat jemand das angewendet oder niemand? Also diejenigen, die da gewesen sind, die nicht da gewesen sind, ihr dürft noch eine Kassette käuflich erwerben und wenn ihr wollt. Habt ihr das angewendet? Schön. Ich denke, es ist wirklich ein Schlüssel in den Bereich des Geistes, ein Schlüssel in den Bereich der Kraft Gottes. Aber es ist nicht die einzige Voraussetzung, damit wir in diesen Bereich hineinkommen. Es ist ein Schlüssel, eine Voraussetzung, eine Möglichkeit. Und heute wollen wir noch andere Voraussetzungen uns anschauen. Und eine, nicht Voraussetzung, aber eine Möglichkeit, wenn ich sie denn finde. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil einem jeden, der daran glaubt. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Das Evangelium, das ist eigentlich die froh und freimachende Botschaft von Jesus, von der Erlösung, die Jesus für uns, für dich und für mich erwirkt hat. Von seinem Sterben, von seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz von Golgatha, von seiner Auferstehung. Das ist das Evangelium. Es ist die Botschaft von der göttlichen Kraft, von dieser Dynamis-Kraft, die das bewirkt hat, die Auferstehung Jesu von den Toten. Das Evangelium ist die Botschaft
davon, dass diese göttliche Kraft durch den Heiligen Geist jetzt in dir wohnen will. Sie will in dir wohnen durch den Heiligen Geist. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Die totale, alles umfassende, abgeschlossene Botschaft von der Erlösung und der Rettung durch Jesus, das ist eine Kraft. Eine Kraft. Im Griechischen steht hier auch dieses Wort Dynamis. Eine Dynamitkraft ist die Botschaft vom Evangelium. Dynamis, also eigentlich eine Bombe, eine geistliche Bombe. Da, wo das Evangelium einschlägt, wo das Evangelium verkündigt wird, ist wie eine Bombe. Die Botschaft von dieser gewaltigen, erlösenden, befreienden, errettenden Kraft Gottes ist eine geistliche Bombe. Und da, wo diese Botschaft genommen wird, aufgenommen wird und gelebt wird, da wird diese Kraft freigesetzt. Könnt ihr nachlesen in der Bibel, eine Woche nach Pfingsten, Apostelgeschichte 2, 42 folgende, oder 2 Wochen oder 3 Wochen, ist nicht so genau datiert. Was da geschehen ist, da steht, sie verharrten in der Lehre der Apostel, sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie beteten miteinander und da steht, und der Herr tat viele Zeichen und Wunder unter ihnen. Da war diese Kraft, diese Dynamiskraft war gegenwärtig. Da, wo diese Botschaft vom Evangelium gelebt wird, da ist diese Kraft gegenwärtig. Und dann steht, es wurden täglich Menschen hinzugetan. Täglich wurden Menschen gerettet. Und dann steht, und sie priesen laut den Herrn und sie hatten Gunst bei allen Menschen. Sie hatten Gunst bei allen Menschen. Also ich denke, die haben sich nicht geschämt für das Evangelium. Die haben sich nicht geschämt. Und das Interessante ist, sie hatten Gunst bei allen Menschen. Also wo diese Botschaft, wo das Evangelium gelebt wird, da ist diese Kraft freigesetzt. Täglich sind Menschen dazugekommen. Zeichen und Wunder sind geschehen. Das ist doch eigentlich etwas, was wir auch erleben sollten. Nicht möchten, sondern eigentlich sollten. Hat Gott eigentlich so gedacht? Es ist nicht einfach, ja, wenn du willst, kannst du, wenn du nicht willst, dann halt nicht, sondern es ist eigentlich so gedacht von Gott, dass wir das auch erleben. Dass diese Kraft des Evangeliums freigesetzt ist in unserem Leben. Also da, wo das Evangelium gelebt wird, da ist diese Kraft freigesetzt. Und da, wo das Evangelium verkündigt wird, da wirkt auch diese Kraft. Markus 16, Vers 20. Sie aber zogen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort durch die begleitenden Zeichen bestätigte. Also die haben das Wort überall gepredigt. Die haben sich überhaupt nicht geschämt des Evangeliums. Überall. Novaseta, Migros, überall. Wo sie hinkamen, haben die das Evangelium gepredigt. Und der Heilige Geist bestätigt das Evangelium. Er bestätigt das Wort, wenn wir es leben, wenn wir es umsetzen und wenn wir es predigen. Er bestätigt nicht unsere Meinung oder unsere Ansicht über das Wort Gottes, sondern er bestätigt das Wort Gottes. Er demonstriert es, wenn wir es verkündigen, wenn wir Zeugnis geben mit Zeichen und Wundern. Und Paulus selber sagt hier auch, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er schämt sich des Evangeliums nicht, weil er hat das Evangelium als Kraft erlebt, auch in seinem Leben. Er hat das Evangelium als Kraft erlebt. Es ist eine Kraft. Und dann schämt er sich nicht zu sagen, obwohl er vorher ja genau die Leute verfolgt hatte und verspottet hatte und zum Tode gebracht hatte. Er schämte sich nicht zu sagen, hey Leute, ich glaube an Jesus. Er schämte sich nicht, sondern er stand dazu. Weil er das Evangelium als Kraft erlebt hatte. Wie steht es mit uns? Wie steht es mit uns? Schämen wir uns des Evangeliums? Schämst du dich des Evangeliums, dass du ein Christ bist,
dass du auch zu diesem Club gehörst, deinem Arbeitsplatz, bei deinen Kollegen? Schämst du dich des Evangeliums? Ich mag mich erinnern an einer Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe in Gossau als Werkzeugmacher. Und die haben gewusst, dass ich eben auch zu diesem Club gehöre. Das Einfachste, habe ich erlebt, ist immer, wenn man gleich von Anfang an sagt, dass man eben auch zu diesem Club gehört. Dass man möglichst früh schon dazu steht, hey, ich bin auch ein Christ und ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist am einfachsten. Und die wussten dann, dass ich eben auch so einer bin. Und ich habe dann gefragt, so in der Werkstatt, ob sie all diese Kalender mit den nackten oder halbnackten Frauen, ob sie die nicht abräumen könnten. Weil ich will meine Fantasie, meine Vorstellung rein behalten. Und dann haben sie natürlich gelästert und gespottet und haben sie dann weggeräumt. Wenn du dich des Evangeliums nicht schämst, du wirst ab und zu verspottet werden. Und im oberen Stock da von dieser Werkstatt, da haben die beiden Chefs gearbeitet, zusammen mit ihren Frauen. Und da haben sie die Kalender hängen lassen. Das war den Frauen scheinbar auch egal. Und jedes Mal, wenn dann ein Fest war, ein Essen gemeinsam oder wenn irgendeine Sitzung war in diesen Räumlichkeiten, dann haben sie dann immer so zynisch gesagt, hey, wir müssen noch die Kalender umdrehen. Herr Eckenberg ist da. Also immer so dieser zynische Spott gegen mich, weil ich eben auch zu diesem Club gehöre, weil ich ein Christ bin. Aber sie haben dann gemerkt, die Leute merken das. Du bist trotzdem ein normaler Mensch. Aber du bist ein normaler Mensch, der Werte hat, nach denen er lebt. Du hast Werte, nach denen du lebst. Und die Menschen, die respektieren das, die achten das, wenn sie jemanden sehen, der hat Werte, nach denen er lebt. Und dann bist du ihnen vielleicht ab und zu ein schlechtes Gewissen und dann versuchen sie dich zu piesacken, weil du eben ihr schlechtes Gewissen bist. Schämst du dich des Evangeliums? Wenn wir dazu stehen, dann merken die Menschen, dass jemand, der hat Werte in seinem Leben, nach denen er lebt, und sie respektieren uns. Die Bibel sagt, wenn wir uns des Evangeliums schämen, das hat ziemlich negative Auswirkungen. Das Evangelium schämen heißt, eigentlich möchtest du, dass niemand weiß, dass du da dazugehörst. Und die Bibel sagt, Markus 8, 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündhaften Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Wer möchte das? Ich denke, niemand von uns. Dass wenn Jesus kommt und er dich sieht, dann denkt er, hoffentlich merkt niemand, dass ich den kenne. Genauso wie du es an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Umgebung gemacht hast. Hoffentlich merkt niemand, dass ich zu Jesus gehöre. Sagt die Bibel. Sagt dann Jesus, hoffentlich merkt niemand, dass der auch zu mir gehört. Wer möchte das? Ihr könnt jetzt die Hände erheben, wenn ihr das wollt. Das will niemand. Das will niemand von uns. Aber genau das sagt uns die Bibel. Geschieht, wenn wir uns des Evangeliums, wenn wir uns wegen Jesus schämen. Genau das geschieht. Das Problem ist, das Dilemma, solange wir das Evangelium nicht als Kraft erleben, schämen wir uns des Evangeliums. Solange du das Evangelium nicht als frei und frohmachend erlebst, schämen wir uns des Evangeliums. Dann schämen wir uns des Evangeliums. Dann werden wir nie kühn und bestimmt auftreten können und der Welt, den Menschen dieser Welt das Evangelium verkünden können. Das werden wir nie können. Darum ist es so wichtig, dass wir das Evangelium als Kraft erleben. Dass wir nicht nur Worte haben, dass wir nicht nur kraftlose Argumente haben,
Vielleicht mit demjenigen, mit dem du über Jesus sprichst, über das Evangelium sprichst, der hat dann scheinbar vielleicht die besseren Argumente als du. Wir brauchen nicht Argumente, wir brauchen die Kraft des Evangeliums, die Kraft Gottes. Solange wir das Evangelium ohne Kraft erleben, nicht wirklich als froh und freimachend, fühlen wir uns schwach und inkompetent. Und so erleben uns dann auch die Menschen in unserer Umgebung. Und wir schämen uns. Und wir haben dann wirklich eben nichts zu sagen, sind nicht relevant für diese Gesellschaft. Und wer sich des Evangeliums schämt, und dann doch mit Menschen über Jesus sprechen will, dann doch den Menschen sagen will, hey, das Leben mit Jesus ist das Beste, was es gibt. Aber eigentlich schämt er sich des Evangeliums. Das tönt überhaupt nicht überzeugend. Wie willst du jemanden überzeugen, wenn du selber auch nicht überzeugt davon bist? Und wenn du überzeugt davon bist, weil du es erlebt hast, dann schämst du dich auch nicht mehr des Evangeliums. Ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, als ich ein Teenager war, so 14, 15 Jahre alt. Ich hatte so einen Mofa damals mit einer Rückenlehne, verlängerte Telegabel und Easy Rider mäßig. Und mein Vater war Garagechef in einer PTT-Garage in Bern. Und der hat dann immer, wenn ich Probleme hatte mit dem Mofa, hat er das repariert. Konnte ich zu ihm gehen in die Garage, hat es repariert da. Meine Schwester, die ist 4 Jahre, die älteste Schwester ist 4 Jahre älter, die hatte damals schon ein Auto. Wir sind alle eigentlich christlich aufgewachsen. Meine Schwestern, die waren immer christlich, ich nicht. Meine Eltern waren auch immer christlich, gegen eine Freikirche in Bern. Und meine Schwester hat dann auf ihrem Auto hinten drauf so verschiedene Kleber draufgeklebt. Jesus liebt dich, lies die Bibel mit Gewinn, weiß nicht was alles hat sie da. Alles christliche Kleber hinten auf dem Auto gehabt. Und dann, mein Vater hat dann auch ihr Auto immer repariert, wenn sie etwas hatte, wenn sie es vorführen musste. Hat er das da zum Teil einige Tage in der Werkstatt gehabt. Und da waren natürlich seine Arbeitskollegen auch. Und er hat das Auto dann da abgestellt und die sahen alle dieses Auto. Mein Vater war Christ. Und da war eines Tages dieses Auto von meiner Schwester bei meinem Vater. Ich hatte ein Problem mit dem Mofa, bin zu ihm in die Werkstatt gefahren und da habe ich das Auto von meiner Schwester stehen gesehen. All die vielen christlichen Abziehbilder hinten drauf. Und auf jedem von diesen christlichen Abziehbildern war ein anderes Abziehbild draufgeklebt. Da stand dann nicht mehr Jesus liebt dich, sondern da stand dann Pneu Egger. Da stand dann nicht mehr lies die Bibel mit Gewinn oder so irgendwas, sondern deren Dinger hat die Dinger. Oder so irgendwas. Der hat die Dinger, das stimmt, aber der hat nicht das ewige Leben, das er uns anbieten kann. Und da habe ich festgestellt, hey, mein Vater schämt sich des Evangeliums von meinen Arbeitskollegen. Und dieser selbe Vater will mir dann zu Hause einbläuen, hey, du musst als Christ leben. Als Christ macht man das so. Und als Christ darfst du das nicht und das musst du. Komm, wir wollen beten. Und mein Vater hatte von diesem Moment alle Glaubwürdigkeit für mich verloren als Christ. Ich habe es ihm nie erzählt. Aber für mich war das sehr ein Signal, eine Vorbildwirkung für mich. Ich habe gesehen, er schämt sich des Evangeliums. Das Schöne später dann war das, ich wurde ja dann heroinabhängig, die Polizei kam ab und zu bei mir zu Hause vorbei und in dieser Not, die mein Vater hatte, hat er sich wirklich nach Gott ausgestreckt und hat er auch Gott erlebt, hat er die Kraft Gottes erlebt, hat er die Liebe Gottes erlebt und das hat ihn dann auch umgekrempelt. Er schämte sich dann des Evangeliums nicht mehr. Das hat ihn verändert. Aber da in dieser Situation, wo ich ein Teenager war, das hat mir viel gezeigt über meinen Vater. Er sagt, ich soll so und so leben und er selber steht nicht dazu. Und ich habe es dann auch
noch schlimmer gemacht als er. Ich habe mich völlig von allem Christlichen abgewandt. Wenn wir das Evangelium nicht als Kraft erleben, dann schämen wir uns des Evangeliums zwangsläufig. Aber wenn wir es erleben, dass es froh und freimachend ist, wenn wir es wirklich erleben, nicht nur wissen, dass es das sein könnte, sondern wenn wir es wirklich erleben, dass es froh und freimachend ist, dann schämen wir uns nicht mehr des Evangeliums. Wenn wir erleben, dass unser Leben Auswirkungen haben, unser Vorbild, weil wir gemäß unseren christlichen, biblischen Werten leben, dass unser Reden Auswirkungen hat, dann schämen wir uns des Evangeliums nicht. Wenn wir erleben, dass das Evangelium Kraft hat, Menschen zu berühren, Menschen zu erretten, Menschen zu heilen und zu befreien. Wenn wir so diesen Standard erleben, wie in der Apostelgeschichte, dann schämen wir uns des Evangeliums nicht. Stell dir mal vor, wenn du für jemanden betest und der wird berührt von der Kraft Gottes. Wir haben das mal erlebt, ich habe es einigen auch schon erzählt. Meine Frau und ich, als wir in Berlin waren, haben wir für einen Mann gebetet, einen Alkoholiker, ein sehr harter, verbitterter Mann, der hatte hier beim Bein war unten nichts mehr, nur ein Holzstück hat da noch rausgeschaut, so wie früher im Mittelalter die Piraten ausgesehen haben. Nur ein Holzstück, kein Schuh unten, nichts, nur einfach so ein schönes Holzstück hat da rausgeschaut. Und der Mann war so hart. Und wir haben versucht, ihm das Evangelium weiterzugeben, unsere Argumente, unsere so guten, überzeugenden Argumente, aber er hat genauso gute und überzeugende Gegenargumente gehabt und uns verspottet und uns runtergemacht. Dann haben wir ihn gefragt, dürfen wir noch für dich beten? Einfach so die Hände auf die Schulter legen und kurz für dich beten, dass du die Liebe Gottes erfährst. Dann hat er gesagt, ja. Er hat gar nicht gewusst, wie er da jetzt reagieren soll und hat einfach gesagt, ja. Dann haben wir ihm die Hände aufgelegt und für ihn gebetet, kurz. Und dann die Augen geschlossen und so für ihn gebetet, die Augen wieder aufgemacht und er hat geheult. Das Wasser ist diesem harten, verbitterten Mann richtig zu den Augen rausgelaufen. Die Kraft Gottes hat ihn berührt. Also wenn wir erleben, wenn du erlebst, dass die Kraft Gottes durch dich wirken will, Menschen berühren will, Menschen Gutes tun will, dann schämen wir uns des Evangeliums nicht, dann sind wir begeistert vom Evangelium. Darum ist es so wichtig, dass wir das Evangelium als Kraft Gottes erleben, nicht nur als Worte, nicht nur als Argumente, sondern als frei und frohmachende Botschaft. Zuerst an uns selber und dann durch uns an anderen Menschen, die in Nöten und Schwierigkeiten sind. Dass wir nicht nur Worte und Argumente anbieten, sondern die erlösende Kraft Gottes, die heilende Kraft Gottes, die befreiende Kraft Gottes, damit Menschen berührt, errettet, geheilt, befreit und wiederhergestellt werden. Zuerst an uns selber und dann durch uns an anderen Menschen. Wenn wir das erleben, wenn du das erlebst, dass Gott durch dich auch andere Menschen berühren will, das begeistert. Ihr habt das vielleicht schon erlebt. Wenn du merkst, dass durch dich Menschen befreit werden, geheilt werden, berührt werden, das begeistert. Als ich noch in der Rabonia gearbeitet habe, habe ich einen Arbeitskollegen gehabt, Sohn eines Direktors. Damals, die Direktoren haben da sehr häufig gewechselt. Und er war Sohn eines Direktors, der da gerade Direktor war. Und er hat sich frisch bekehrt gehabt, war aber noch sehr unsicher. Aber er wollte, dass sein Leben Auswirkungen hat. Und ich habe viel mit ihm geredet, auch über die Heilungskraft Gottes. Und dann hat er gesagt, er möchte das auch. Aber er hatte einfach den Mut nicht, auf Menschen zuzugehen in seinem persönlichen Umfeld, die irgendwelche Leiden und Nöte hatten. Und ich habe ihm gesagt, mach's doch einfach, geh hin und frag, ob du die Hände auflegen darfst und dann kurz für ihn beten.
Er hat den Mut nicht gehabt. Aber eines Tages ist er zu mir gekommen, da war er an einem Abend in einem Nachtclub irgendwo, nachts um 1. Er war noch in der Heiligung noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir es sind. Da war er in einem Nachtclub, nachts um 1, und da war eine Person neben ihm, die hat gejammert, oh, ich habe so Kopfschmerzen. Dann ist ihm das in den Sinn gekommen, dass wir zusammen gesprochen haben. Hat nicht den Mut gehabt zu fragen, hey, darf ich dir die Hände auflegen und für dich beten, sondern er hat es dann einfach gemacht, die Hände aufgelegt und dann gesagt, still für sich, hat es niemand gehört, im Namen Jesu befehle ich diesen Kopfschmerzen jetzt zu weichen, in Jesu Namen. Dann die Hände wieder zurückgenommen. Und dann hat diese Person gesagt, hey, jetzt sind die Schmerzen weg. Was ist jetzt geschehen? Jetzt sind die Schmerzen weg. Er hat nichts gesagt, aber er hat es mir dann gesagt. Und er war so begeistert. Er war so begeistert. Das ist ein Arboner, von dem ich jetzt erzählt habe. Vielleicht würden ihn sogar einige kennen. Das ist ein Arboner. Also wenn wir erleben, wenn du erlebst, dass die Kraft Gottes durch dich wirkt, an dir und durch dich, dann bist du begeistert. Dann schämst du dich des Evangeliums nicht. Jetzt wollen wir uns die Frage anschauen, wie wird die Kraft Gottes freigesetzt in unserem Leben? Wie wird die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt in unserem Leben? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt uns die Bibel dazu? Und der erste Punkt, den wir anschauen, haben wir schon gelesen, Römer 1, 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil einem jeden, der daran glaubt. Der daran glaubt. Also die Kraft des Evangeliums wird freigesetzt durch Glaube. Du musst glauben, was da geschrieben steht. Es reicht nicht, es zu wissen. Du musst es glauben. Du musst glauben an die totale, alles umfassende Erlösung, die Jesus für uns, für dich erwirkt hat. Glaube an die totale Erlösung. Wer nicht glaubt, dass Jesus wirklich, wirklich für jede Not, für jede Schwierigkeit, für jedes Problem, für jede Krankheit eine Lösung bereit hat, eine Lösung erwirkt hat am Kreuz von Golgatha, Erlösung erwirkt hat, der schmälert das Evangelium ein. Er glaubt an gewisse Bereiche nicht und beraubt das Evangelium so seiner Kraft. Wer sagt, ja, aber, haben wir ja mal angeschaut. Das hat Auswirkungen. Wir werden dann das Evangelium vielleicht nur ab und zu, die Kraft des Evangeliums nur ab und zu, vielleicht nur in Teilbereichen erleben. Oder wer sagt, ja, manchmal will Gott halt einfach nicht. Wo steht das in der Bibel? Manchmal will Gott halt einfach nicht. Wie willst du dann wissen, ob Gott jetzt genau in deinem Fall will oder eben auch nicht? Wer sagt, manchmal will Gott nicht, wie will er dann wissen, ob er jetzt will oder ob er nicht will? Du weißt es nicht. Und du wirst dann erleben und spüren und erfahren, dass immer in der Situation, wo du bist, Gott wahrscheinlich gerade nicht will. Weil man kann so nicht glauben, nicht biblisch glauben. Weil es ist unsicher. Und dann erleben wir die Kraft Gottes eben nicht. Weil wir nicht das ganze Evangelium glauben, erleben wir die Kraft Gottes nicht. Und die Folge dann wieder ist, wir schämen uns des Evangeliums. Weil du hast dann nur Worte, du hast dann nur Argumente und ab und zu vielleicht, wenn Gott will, dann geschieht auch etwas. Und man schämt sich des Evangeliums. Dann denkt man eben, oh, ich könnte meinen guten Ruf verlieren. Ich könnte meinen guten Ruf verlieren. Oder was denken die Leute von mir, wenn sie merken, dass ich auch zu diesem Club gehöre, dass ich auch dazugehöre? Wenn nicht das ganze Evangelium glaubt, der wird leer ausgehen in vielen Bereichen. Darum ist es so wichtig, dass es Maßstab ist. Das Wort Gottes ist ja die Botschaft vom Evangelium, die Botschaft von der Erlösung. Das Wort Gottes soll unser Maßstab sein. Es ist ja das Wort, wie Beate gesagt hat, das Wort von unserem König.
vom allerhöchsten Gott. Es gibt nichts, was diesem Gott gleich wäre. Der allerhöchste Gott, er hat sein Wort gegeben. Er hat sein Wort gegeben. Wir haben es. Und oft versuchen wir Menschen, das Wort Gottes mit unserem Verstand zu analysieren und einzuordnen. Wir gehen so leichtfertig um mit diesen Worten Gottes in unserer Zeit. Statt dass wir sagen, Herr, du hast diese Worte gegeben. Wer bin ich zu sagen, du hättest es nicht so gemeint, wie es hier geschrieben ist? Weil du hast sie gegeben und du bist der höchste Gott im Universum. Oft gehen wir so leichtfertig damit um. Das Wort Gottes soll unser Maßstab sein. Das, was Gott gesagt hat. Das bedeutet, dass wir die Worte Gottes so nehmen, wie sie geschrieben sind. Sie sind ja inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt uns die Bibel. Es sind nicht einfach Ideen, Fantasie, Gedankengebilde von Menschen, sondern die Menschen haben inspiriert durch den Heiligen Geist die Worte Gottes niedergeschrieben. Dass wir also die Worte Gottes so nehmen und zu unserem Maßstab machen. Nicht Erfahrungen von uns aus der Vergangenheit, nicht Erfahrungen von Menschen, nicht unsere Meinung über das Wort Gottes ist der Maßstab, nicht unsere Theologie ist der Maßstab, sondern das, was Gott hier drin sagt, ist der Maßstab. Und die Bibel sagt im Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Summe deines Wortes, also nicht hier im Bibelvers, da ein Bibelvers, aus dem Zusammenhang gerissen, sondern die Summe des Wortes. Alle Bibelverse zu einem Thema ergeben die Wahrheit zu einem Thema, was Gott sagen will. Nicht nur einzelne herausgenommen und dann sagen, so ist es, sondern die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Ich entscheide mich, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Im 1. Korinther 15, 1-2 sagt uns Paulus, 1. Korinther 15, ich tue euch aber, ihr Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch vollständig, total, absolut geheilt, befreit, wiederhergestellt werdet. Das ist dieses griechische Wort sozo, das bedeutet all das. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in dem Wortlaut, in dem ich es euch verkündigt habe. Wenn ihr das Evangelium festhaltet in dem Wortlaut, wörtlich, wie ich es euch verkündigt habe, werdet ihr total, absolut, rundum gesegnet, befreit, geheilt, wiederhergestellt, sagt die Bibel. Es ist eine Entscheidung, ich will das tun. Ich will Gott beim Wort nehmen. Ich will aufhören, das Wort Gottes zu relativieren, in Frage zu stellen. Ich will Gott beim Wort nehmen. Seine Verheißungen annehmen für mich, seine Zusagen. Diese Entscheidung haben Monika und ich vor einigen Jahren getroffen. Mitten in Problemen, mitten in Schwierigkeiten, die wir hatten, haben wir uns entschieden, wir nehmen Gott beim Wort. Wir wollen erleben, dass Gott eingreift in unsere Probleme, in unsere Schwierigkeiten hinein. Und wir haben uns entschieden, Gott beim Wort zu nehmen. Und das hat unserem geistlichen Leben einen gewaltigen Schub nach vorne gegeben. Einen gewaltigen Schub nach vorne. Da haben wir angefangen, wirklich die Kraft Gottes zu erleben. Da haben wir angefangen, wirklich zu erleben, wie Gott eingreift, wie sich die Kraft Gottes manifestiert. Das ist der erste Punkt, wenn wir die Kraft Gottes freisetzen wollen in unserem Leben. Glaube an die totale, alles umfassende Erlösung, die Jesus für dich erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Der zweite Punkt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die Kraft Gottes ist und kommt durch den Heiligen Geist. Jesus hat ja gesagt, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Oder Micha 3,8 sagt, ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geiste des Herrn. Der Heilige Geist bringt
und ist diese Kraft. Er verleiht den Worten des Evangeliums Kraft. Er bestätigt das Wort mit Zeichen und Wundern. Das tut der Heilige Geist. Aber damit diese Kraft freigesetzt ist in unserem Leben, müssen wir den Heiligen Geist kennenlernen. Wir müssen ihn kennenlernen, wie er ist, wer er ist, wie er denkt, was er vorhat, was er will. Wir müssen ihn kennenlernen. In 2. Korinther 13, Vers 13 steht, wir können, sollen, dürfen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft heißt reden mit ihm, Zeit verbringen mit ihm, kennenlernen, wissen, wie er ist, wie er denkt, was er will, was er vorhat. Zeit verbringen mit ihm. Dass du dir bewusst bist, der Heilige Geist ist da. Dass du mit ihm sprichst, dass du ihn fragst, dass du ihn einlädst. Das hat Jesus so getan. Jesus hat oft Zeit verbracht mit Gott. Er hat sich oft zurückgezogen und den Vater gesucht. Und er sagt in Johannes 5,19, ich kann nichts von mir aus tun. Alles, was ich tue, hat mir vorher der Vater gezeigt, was ich tun soll. Und es kam durch den Heiligen Geist, durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wusste Jesus, was der Vater tun will. Das hat Paulus so getan, das haben auch Männer und Frauen aus der heutigen Zeit so getan oder tun das noch. Benny Hinn zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, Guten Morgen, Heiliger Geist, die praktisch umgesetzte Beziehung mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Aber es kostet Zeit, dass du die Zeit nimmst, wo du sagst, Heiliger Geist, jetzt will ich mit dir zusammen sein. So wie du, wenn du verliebt bist, Zeit investierst in deinen Freund, in deine Freundin und ihr einander besser kennenlernt. So musst du Zeit investieren in deine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Bemerkenswert ist, obwohl der Heilige Geist diese unwahrscheinlich große, unvergleichlich große, diese überhaupt absolut größte Kraft des Universums ist und vermittelt, drückt schon sein Name aus, dass er die sensibelste Person ist der göttlichen Dreieinigkeit. Er ist die sensibelste Person Gottes. Sein Name ist der Heilige Geist. Er ist nicht einfach nur der Geist, sondern er ist der Heilige Geist. Eine Eigenschaft, die man beim Vater Gott oder bei Jesus weniger explizit betont. Man sagt Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Taufen sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist heilig. Natürlich sind Jesus und der Vater auch heilig. Aber beim Heiligen Geist wird er speziell betont. Und das hat einen Grund. Er ist die sensibelste Person der göttlichen Dreieinigkeit. Wenn wir also wollen, dass der Heilige Geist in seiner Fülle an und durch uns wirkt, wenn wir seine Kraft erleben wollen, dann müssen wir auf einer Ebene mit ihm sein. Dann können wir auf demselben Niveau sein, wie er ist. Heilig. Heilig. Und das ist der dritte Punkt, der letzte. Gott sagt das in 1. Petrus 1, 14 und 15. In Vers 15 sagt er, seid heilig, denn ich bin heilig. Wer von euch will heilig sein? Das ist so ein richtig attraktives Wort in unserer heutigen Gesellschaft. Ich bin heilig. Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt nicht, dass wir zu komischen, abgehobenen, seltsamen Heiligen werden, sondern es heißt, dass wir uns auch entscheiden, ich will keine Unversöhnlichkeit in meinem Leben zulassen, keine Unvergebenheit, keine Gnadenlosigkeit zulassen, ich will keinen Hochmut zulassen in meinem Leben, ich will aufhören, da wo ich es vielleicht gemacht habe, andere zu verachten und dabei mich besser hinzustellen. Verachten muss man die anderen ja nur, damit man sich selber besser hinstellen kann. Also ich höre auf mit diesen Verhaltensweisen. Es heißt, dass wir keine bewussten Sünden in unserem Leben mehr zulassen wollen.
keine bewussten Sünden mehr zulassen in unserem Leben, dass wir aufhören, so leichtfertig und gewohnheitsmäßig zu sündigen. Was heißt es? Seid heilig, denn ich bin heilig. Es ist eine Entscheidung. Es bedeutet nicht, dass wir fortan nur noch fehlerlos durch diese Gegend wandeln, sondern es heißt, ich treffe die Entscheidung, ich will heilig sein, wie mein Gott heilig ist. Seid heilig, denn ich bin heilig. Ich will heilig sein. Und zwar mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Er ist ja dein Helfer. Und allein schaffst du es sowieso nicht. Du hast keine Chance. Du brauchst seine Hilfe. Aber er kann dir nur helfen, wenn du diese Entscheidung triffst. Er braucht deine Entscheidung, damit er dir helfen kann. In 2. Timotheus 2, Vers 20 und 21, da sehen wir diese Entscheidung. Es gibt Gefäße aus Gold und Silber, sowie auch solche aus Holz und Ton. Wenn ihr euch von der Sünde fernhaltet, das ist eine Entscheidung, wenn ihr euch von der Sünde fernhaltet, gleicht ihr einem Gefäß aus reinstem Gold, so dass Christus selbst euch für seine höchsten Ziele gebrauchen kann. Also Gott wird dich für seine höchsten Ziele gebrauchen können. Vorausgesetzt, du triffst diese Entscheidung und sagst, ich will mich von meinen Sünden fernhalten. Und wenn ich halt trotzdem wieder mal reingefallen bin, 1. Johannes 1,9, bitte um Vergebung und gehe dann wieder weiter. Ich verharre nicht in der Sünde, in der Gnadenlosigkeit, sondern ich entscheide mich, ich halte mich fern von den Sünden, damit mich Gott für seine höchsten Ziele gebrauchen kann. Was sind seine höchsten Ziele für uns? Ich denke, das höchste Ziel ist, dass wir ihn hier auf dieser Erde verherrlichen. Wir sind gemacht zum Lobe seiner Herrlichkeit, steht im Epheserbrief. Du bist ein Lob seiner Herrlichkeit. Jetzt schau mal deinen Alltag an, stimmt das immer? Bist du immer ein Lob seiner Herrlichkeit? Oder ist es vielleicht besser, wenn er ab und zu mal nicht hinschaut? Seine höchsten Ziele, ihn zu verherrlichen auf dieser Erde mit deinem Lebensstil, mit deinem Reden, mit deinem Handeln, mit deinem Wandeln, ihn zu verherrlichen. Sein Reich auszubreiten auf dieser Erde, Menschen aus der Finsternis ins Reich des Lichts hineinzubringen. Reinhard Bonke sagt ja immer, die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Das sind seine höchsten Ziele, Menschen die Erlösung durch Jesus weiterzugeben. Oder Matthäus 10, 7 und folgende sagt Jesus, wenn ihr hingeht, das sind seine Ziele für seine Jünger, wenn ihr hingeht, so prediget, das Reich der Himmel ist genaht. Dann sagt er, heilet die Kranken, wecket die Toten auf, treibet Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es. Das sind seine höchsten Ziele. Er hat die Jünger nicht gefragt, ja, fühlt ihr euch danach? Meint ihr, ihr könnt das, die Toten auferwecken? Nein, er hat gesagt, und jetzt geht. Das ist echte Jüngerschaft. Er sagt, geht. Und sie haben gesagt, okay, wenn du sagst, wir sollen gehen, dann gehen wir auch. Wir fühlen uns nicht danach, wir können es nicht mal, aber wenn du sagst, wir sollen, dann gehen wir. Und dann machen wir es auch. Das ist echte Jüngerschaft. Und wenn wir das tun, so kann Gott dich für seine höchsten Ziele gebrauchen. Da wirst du die Kraft Gottes erleben, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes, Heilungen, Wunderwirkungen, wie Jesus. Wie es in der Apostelgeschichte beschrieben steht, wie Smith Wigglesworth vor 80 Jahren, oder wie heißt er? Catherine Kuhlmann vor 50 Jahren. Wie heißt dieser Schwarze? Ist ja egal. In der heutigen Zeit, jetzt. Charles Ndifon, in der heutigen Zeit. Dann wirst du diese Sachen erleben, wie diese Leute. Wo die Kraft Gottes wirkt, für die höchsten Ziele Gottes brauchbar. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ich glaube an die ganze Erlösung, die Jesus erwirkt hat. Er hat nicht nur einzelne Teilbereiche erlöst, sondern er hat eine totale, alles umfassende Erlösung erwirkt. Da, wo er sein Blut vergossen hat. Glaube an die totale Erlösung. Nimm dir Zeit
für den Heiligen Geist, zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und entscheide dich, ich will heilig sein, wie mein Vater heilig ist. Ich will mich fernhalten von meinen Sünden. Es ist eine Entscheidung. Und dann sagt die Bibel, dann wirst du für die höchsten Ziele Gottes brauchbar sein. Wer möchte das von euch, für die höchsten Ziele Gottes brauchbar sein? Wirklich, wirklich, wollt ihr das? Für die höchsten Ziele Gottes, nicht für deine Karriere, nicht für dein Bankkonto brauchbar sein, nicht für dein Auto, sondern für die höchsten Ziele Gottes. Und ich denke, das wollen wir eben auch nur dann wirklich, wenn wir die Kraft Gottes erlebt haben. Sonst sind uns alle anderen Dinge doch eben wichtiger. Aber wenn du diese Entscheidung treffen willst heute Morgen, ich will das. Ich will das ganze Evangelium glauben. Ich will den Heiligen Geist kennenlernen. Ich will ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben leben. Wenn ihr das wollt, wer das will, dann steht doch auf. Dann beten wir noch zusammen.